Endlich kommt sie zum ersten Mal, die 13. AHV-Rente. Es ist beschlossene Sache, dass sie ausgezahlt wird, in diesem Dezember. Aber das Geld dafür hat man noch immer nicht. Das Parlament kehrt noch heute drüber. Und das baut sich langsam, aber sicher zu einem Problem auf. Ciao zusammen, von unten hier. Herzlich willkommen zum heutigen Beitrag. In diesem Video schauen wir uns an, wer am Schluss die Sachen muss blechen und warum gerade das Jahr 2033 eine wichtige Rolle dabei spielt. Und dann zum Schluss, wie gäng meine ehrliche Meinung zum Thema. Aber gäng schön der Reihe nach. Am 3. März 2024 hat das Schweizer Stimmvolk Ja gesagt zur 13. AHV-Rente mit 58,2%. Dazu die Mehrheit der Kantone. Zum ersten Mal überhaupt hat das Volk via eine Initiative die AHV ausgebaut. Wir erinnern uns, jede Rentnerin und jeder Rentner soll künftig einmal im Jahr eine zusätzliche Monatsrente bekommen. 13. Monatslohn, sozusagen. Und jetzt endlich, 2 Jahre nach der Abstimmung, wird die 13. AHV-Rente im Dezember 2026 zum ersten Mal ausgezahlt. Der Bundesrat hat das im November 2025 definitiv festgelegt. Aber es gäbe scheinbar noch einen Haken. Über die Rechnung. Also, wer das eigentlich muss ducken, ist man sich in der Politik noch nicht sicher. Weil der Betrag ist happig. Konkret, die 13. AHV-Rente kostet bis 2030 jährlich zwischen 4 und 5 Milliarden Franken zusätzlich. Gerade wegen dieser Rechnung töbert es im Bundeshaus ein bisschen. Es ist ein Kampf um 2 unterschiedliche Ansätze, wer das zahlen soll. Also, gemäss meiner Recherche kostet die neue 13. AHV 4 bis 5 Milliarden Franken pro Jahr. Und im Bundeshaus wird über 2 Varianten gekehrt. Der erste Weg soll über die Mehrwertsteuer gehen. Das ist der Weg, den der Nationalrat gehen will. Die Idee ist einfach. Man lüpft die Mehrwertsteuer ein bisschen hoch. Von heute 8,1 auf 8,6%, also um einen halben Prozentpunkt. Konkret bedeutet das für uns alle, bei fast allem, was wir gänkeln, kostet es ein bisschen mehr. Jeden Tag. Ausnahme sind die Lebensmittel. Für die gilt weiterhin der bisherige tiefer Ansatz. Der bleibt also gleich. Und wer ist genau für diesen Weg? Die SVP, die FDP und die GLP. Dazu die ganze Wirtschaft, Arbeitgeberverband, Gewerbeverband und die Economie Suisse. Warum? Weil bei diesem Weg die Lohnkosten der Firmen nicht steigen. Das ist das Hauptargument der Wirtschaft. Und dann wird noch ein zweiter Weg diskutiert. Der soll nicht nur über die Mehrwertsteuer gehen, sondern auch über die Löhne. Das ist der Weg, den der Ständerat gehen will. Bei diesem Weg kommt das Geld aus 2 Töpfen statt aus einem. Die Mehrwertsteuer steigt auch hier, aber weniger stark. Nur um 0,4 Prozentpunkte. Aber zusätzlich grätscht man beim Lohn rein. Plus 0,3 Prozentpunkte Lohnbeitrag. Die sollen dann 50-50 aufgeteilt werden. Also die Hälfte muss der Büzer blechen, die andere Hälfte der Arbeitgeber. Und wer ist für diesen Weg? Die SP, die Mitte und die Grünen. Dazu auch noch Gewerkschaften. In ihren Augen sei das der gerechte Weg. Wer mehr verdient, blecht mehr. Bei der ersten Variante, der reinen Mehrwertsteuervariante, zahlt hingegen jeder gleich viel für das gleiche Produkt. Egal, ob man viel verdient oder wenig. Und das trifft kleinere Einkommen am Schluss stärker. Und es trifft auch die Rentner selber. Soweit die 2 Möglichkeiten. Und jetzt wird es spannend. Vor ein paar Tagen, am 3. Juni, hat der Nationalrat zum wiederholten Mal über die beiden Wege abgestimmt. Und das Ergebnis ist hebkleb rausgekommen. 99 zu 97 Stimmen. Der Nationalrat beharrt auf dem Weg über die reine Mehrwertsteuerfinanzierung und lehnt die Mischung mit den Löhnbeiträgen erneut ab. Entschieden ist aber noch nichts.
Das Geschäft geht zurück an den Ständerat. Und der will unbedingt seinen Vorschlag mit der Mischvariante durchstieren. Das Hin und Her geht also weiter. Was mir jetzt aber aufgefallen ist, der Ständerat will seinen Mischfinanzierungsvorschlag ohne Ablaufdatum einführen. Der Nationalrat hingegen will seine Mehrwertsteuerfinanzierung befristet bis 2033. Ich habe mich gefragt, warum gerade 2033? Das als nächstes. Zuerst die offizielle Begründung. Die Mehrheit im Nationalrat sagt, wir erhöhen die Mehrwertsteuer nur bis 2033. Weil bis dann machen wir eine grosse AHV-Reform. Die soll das Geldproblem dann langfristig lösen. Und jetzt wird es interessant, weil was die neue AHV-Reform soll beinhalten, wird noch zu reden geben. Die eine Seite, zum Beispiel die FDP oder der Arbeitgeberverband, das ist die grosse Dachorganisation der Schweizer Arbeitgeber, die wollen nämlich eine automatische Regel. Und die funktioniert so. Sobald in der AHV-Kasse zu wenig Geld ist, soll das Rentenalter von alleine steigen. Ohne neue Abstimmung, ohne längs hin und her. Der Verband schreibt das offen, aber an gewissen Schwellen soll das Rentenalter moderat steigen. Die Finanzierung der 13. AHV-Rente soll also gerade dann aufhören, wenn diese Reform kommen soll. Im 2033. Das ist etwa kein Zufall. Leonore Bochet sagt, die Befristung auf 2033 will vor allem eins: Druck machen für ein höheres Rentenalter. Die Befürworter sind anderer Meinung. Und sie bringen ein Argument, das man ernst nehmen muss. Die FDP sagt, ein höheres Rentenalter sei ehrlicher, als gängig neue Steuern aufzuzwingen. Die FDP warnt, die Jungen müssen ein Leben lang einzahlen und für sie selber bleibe gängig weniger führig. Gerade das wollen wir mit einem höheren Rentenalter verhindern. Soweit der Streit um 2033. Bleibt also die Frage vom Titel, wer zahlt jetzt das am Schluss? Die 13. Rente bekommen die heutigen Rentner ab diesem Jahr. Für eine Einzelperson bis zu 2520 Franken, für ein Ehepaar bis zu 3780 Franken. Wer das zahlt, ist noch nicht entschieden. Die Konsumenten via Mehrwertsteuer oder ein Mix aus der Mehrwertsteuer und Lohnabgaben. Was klar scheint, ab dem 2033 tragen es dann vor allem die dann noch arbeiten. Und das sind die Jüngeren von heute. Und damit sind wir beim Kern der ganzen Sache. Das Volk hat eine zusätzliche Leistung beschlossen. Das Geld dafür aber fehlt gäng noch. Ja noch, wie gäng zum Schluss jetzt noch meine Meinung zum Thema. Aber zuerst noch ganz kurz. Merci vielmals an alle, die mich mit dieser Spende unter die Arme greifen. Ihr wisst ja, Fagunten ist zu 100% unabhängig und rein zuschauerfinanziert. Darum nochmal einen ganz herzlichen Dank an alle Unterstützer. Ihr findet Spendeninfos unter www.fagunten.ch oder auch im Beschreibungstext von jedem Video. Jetzt aber zu meinem Kommentar. Mit der 13. AHV-Rente haben wir über eine Leistung abgestimmt, ohne dass daneben gestanden ist, wer das zahlen soll. Ist das ein Problem? Ich finde schon ein bisschen. Nicht, weil die 13. Rente an und für sich schlecht wäre, sondern weil man etwas bestellt hat, bevor man das Geld dafür hatte. Jetzt habe ich mir überlegt, Geld für die Ukraine, das hat in den letzten Jahren ja auch funktioniert. Könnte man nicht einfach die gleiche Quelle anzapfeln und damit die 13. AHV finanzieren? Also habe ich nachgeschaut. Die ganze Ukraine-Unterstützung der Schweiz, über 4 Jahre zusammengezählt, das waren etwa 6 Milliarden Franken. Gezahlt aus 2 Töpfen. Einerseits aus dem Budget für Flüchtlinge hier bei uns und aus dem Budget für Entwicklungshilfe im Ausland. Das Problem mit dieser Rechnung ist, die 13. AHV kostet 4,2 Milliarden pro Jahr. Ja, das heisst,
Die ganze Ukraine-Unterstützung reicht gerade 1,5 Jahre. Dann wäre wieder Staub trocken in der Kasse. Item. Am Schluss bleibt für mich folgender Punkt. Je mehr der Staat verspricht, desto mehr muss am Schluss das jemand berappen. Und der jemand ist meistens wir selber. Weil der Staat erwirtschaftet selber ja kein Geld, sondern er holt es von uns. Ich für mich neige darum dazu, der Staat soll möglichst bring bleiben. Und dort, was geht, sollten wir uns lieber auf uns selber verlassen und nicht auf das nächste Gudeli aus Bern zählen. Aber, was weiss ich schon? Volkswirtschaft habe ich ja nicht studiert, als ehemaliger Badmeister. Schreibt mir doch eure Meinung in den Kommentaren zum Video. Ich bin gespannt, wie ihr das seht. Et voilà! Dann würde ich sagen, das war es wieder mal für heute. Merci fürs Einschauen. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Ich hoffe, ihr seid auch wieder dabei. Ich freue mich. Tschüss!